Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig und der Akers versucht hier rein zu buckler. Hau ab. Hau ab, du Knecht, der Reno. Alter, hier gibt's nichts für widerliche Buckelviecher wie dich. Alter. Seine 1000 Wauwarze. Hier geht aber wenigstens geht der Groovy im Rhythmus von links nach rechts. Was ein Kotze-Typ. Okay, jetzt können wir das Ding reinsetzen. Hat man schon irgendwie gedacht, dass es dafür notwendig ist. Verbindungschip erkannt. Ladeverbindungschip, Schlüsselcontroller. Panelchip, Anschluss, Sicherheitscodes 023-027. C819738-23, Genehmigungsstandard, Tätercode C-Cop J. Strohmeier. Fehlercode abgelaufen, bitte aktualisieren. Okay, kein Wunder, dass das Ding am Aufzug nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir ihn aktualisiert. Chip einsatzbereit. Okay. Super. Jetzt passt er in den Aufzug. Durch speichert er auch. Ah, jetzt muss ich warten, bis der Buckling draußen weg ist. Hau ab, du Bückling. Oder Buckling. Er hat den Groove. Er hat den Groove. Da, 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 da. Anna. Raving Acres. Oder Raging Acres. Natürlich geht er genau dahin, wo ich auch hin will. So macht es Spaß. Alter, verpiss dich. Aber er ist immer noch in der Nähe. Ich glaube, der Fahrstuhl wird sich auch nicht automatisch schließen. Ich hab's im Urin, wenn ich drin bin, kommt der A gewichtelt. Und ich muss irgendwas drücken. Okay, er ist wieder fort. Ich probiere mal Glück. Ich probiere mein Glück jetzt einfach. Denkst du? Kaum will ich aufmachen, steht der hässliche Widerling schon vor der Tür. Ding dong, wer steht da vor der Tür? Vielleicht ist das der Weihnachtsmann und bringt Geschenke dir. ERV, großartiges Lied, Ding dong. Es ist der Akers und möchte auch noch dein Gehirn. Dam, 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 Ekelbuckelknecht. Mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Verschweiß den Türknauf, solange es noch geht. Denn du weißt nie, wer vor der Türe steht. Ach, das passt jetzt gerade einfach so wunderbar dazu. Ach ja, in meiner Jugend haben wir das immer wieder gehört, ERV. Wenn wir unterwegs waren Richtung Südtirol, haben wir immer häufig Urlaub gemacht, da haben wir das immer gehört dazu. Türverriegelung außer Kraft setzen. Jetzt probiere ich es. Ich probiere es jetzt einfach wirklich schnell und effizient durchzukommen. Nein! Es buckelt dem Knecht! Der zu! Anna! Hör auf! Du kommst da rein, du Buckling. Du kannst kreischen, so viel wie du willst, das ist mir scheißegal. Du kommst hier nicht rein. Alter Falter, was ein hässliches Scheißvieh. Ja, wie komme ich jetzt so durch? Vielleicht soll ich mal das Licht ausmachen und wenn ich auf mich aufmerksam mache, vielleicht will er dann auch nicht ständig hier in meine Richtung buckler. Vielleicht soll ich auch mal das Licht ausmachen. Jetzt geht er genau wieder in die Richtung. Das ist jetzt etwas ätzend, wenn wir jetzt 5 Minuten oder so hier drin eingesperrt sind, aber irgendwie müssen wir ja auch dort durchkommen, ne? Ich sollte vielleicht sämtliche Sachen, die auf mich aufmerksam machen, hier ausschalten. Das ist auch eine schöne Skyline von einer recht modernen Stadt. Vielleicht der Arche, wer weiß es, vielleicht auch eine richtige Stadt draußen. Okay, machen wir mal alles Licht aus hier. Was gibt's da? Der patrouilliert die ganze Zeit hier rum. Ich kann machen, was ich will. Der Scheißkerl patrouilliert hier rum.
Vielleicht muss ich wirklich rennen. Kann ich ihn vielleicht einsperren, wenn er da in den Raum oder so geht? Das wäre natürlich richtig geil. Hallo, Herr Baron. Alter, ist der eklig. Aber das kann er nicht auftreten hier. Das geht nicht. Jetzt hat er mich aber bewusst wahrgenommen. Kann er dort nicht durchkriechen? Scheiße, Alter. Scheiße, ist das heftig. Akers, zieh Leine. Kenner mag dich. Ich hatte schon früher Kenner gemocht. Verpiss dich bloß. Vielleicht soll ich einmal um die Ecke gucken oder so. Vielleicht hilft das hier schon, dass der sich verzieht. Das wurschtelt da dort draußen rum. Oh Mann, der belagert mich hier. Belagerungszustand hoch 3. Ich hätte es schneller und am Anfang machen sollen, als ich noch die Möglichkeit gehabt habe. Wenn der wenigstens in einen anderen Raum reinwurschtelt, wo ich ihn erwischen kennt. Ich probiere es mal. Ihn einzusperren. 1, 2, 3, 4. Vielleicht ist er da reingewurschtelt. Gerade. Ich warte mal ab. Es kann sein, dass er durchaus... Oh nee, da ist er wieder. Der geht in keinen anderen Raum rein. Der belagert mich hier permanent. Der will mich hier belagern. Und versucht Reiz... Jetzt hat? Habe ich ihn jetzt eingesperrt? Habe ich ihn? Ich habe gehört, dass er irgendwo reingewatschelt ist. Und es muss in der Nähe sein. Es wäre ja echt geil, wenn das ging. Aber ich glaube, der steht vor der Tür einfach. Hat er gerade gemacht. Also da ist er gerade nicht unterwegs. Ich sehe es nicht. Ich sehe auch nicht, wo er gerade steckt. Dort draußen sehe ich leider auch nichts. Wenn ich springe oder so, sehe ich auch nichts. Es könnte sein, dass ich ihn gegenüber eingeschlossen habe. Sicher bin ich mir doch nicht. Aber er kriecht jo irgendwo noch rum, ne? Wir hören ihn jo. Alter, ist das ätzend. Ist das ätzend. Okay. Und wie nur? Okay. Akers, du hast noch 20 Sekunden, um dich zu zeigen. Dann ist es mir scheißegal, dann renne ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Scheiß drauf, ihr könnt vor der stehen, es ist mir jetzt aber egal. Ihr sollt ja auch was sehen in dem Let's Play. Ist mir jetzt Bums, ich renn jetzt. Scheiß drauf. Achtung, macht euch drauf fast, dass er vor der steht. Renn. Renn. Renden, macht Renden. Ja, hopp! Setz das Scheißding ein! There's something not hooked up right. Dann setz doch das Scheißding ein, Kerl! Aber wo? Ah, Moment! Muss ich das so... Ah, ja, okay. Kapiert. So. So. Okay. Halterung und Panel schließen. Egal wohin.
Oh, wir sind fort. Aus dem Labor sind wir raus. Oh, Lecco mio. Lecco mio. Alter. 10 Minuten habe ich jetzt halt den Scheiß gebraucht. Aber wir sind durch. Und es hat sich gelohnt, dass ich gerannt bin. Wartung. Von Wege hat sich gelohnt. Wehe, du kommst jetzt von oben durch. Ich bring dich um. Okay, du bringst zwar mich um, aber du weißt, was ich meine. Die Message zählt und so. Scheiße, jetzt ist gar nichts mehr da. Natürlich! Natürlich! Das wollte ich schon immer mal nicht machen. Mit dem Aufzug, der lappelig über uns hängt. Das wollte ich schon immer mal nicht machen. Und vor allem noch mindestens 3 andere von deinen Kreaturen watscheln hier rum. Genau. Jetzt sind wir auch noch arg schlacher. Als hätte uns so viel erwischt. Geiler Scheiß. Oh, nicht nur speichern. Oh, wir brauchen dringend so Wow-Ladung. Aber ganz dringend. Scheiße. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was in der Hölle? Alter. Da ist ein Shuttle. Und da geht's woher? Weil ich mag mich vorher umgucken. Boah, scheiße, ja, wir brauchen dringend irgendeine Wow-Station zum Aufladen. Okay, in das Ding kommen wir leider nicht rein. Da sitzt nämlich auch so ein Lebenserhaltensmaßnahme Reno drin. Geil. Ah, Mann. Also ihr merkt... Okay, da komme ich eh nicht durch. Ihr merkt, wenn ich viel am Singen bin, bin ich scheiß nervös und ich könnte gerade wieder einer schmettern, aber ich bin echt scheiße nervös hier. Oh Mann, aber mir fällt gerade kein Lied ein, was passet geht. Ich habe wieder scheiß Gefühl gerade. Nix. Okay. Oh Gott. Fuck. Bin ich jetzt tot? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber ich konnte nur dort hier gehen. Ich konnte nur in die Richtung reinmarschieren. Gott, ich schwitze gerade wie eine Sau. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich gucke gerade in der Facecam, ob ihr es sehen könnt. Aber ich habe gerade Schweißperle von derer Größeordnung gefühlt. Auf meiner Glatz drauf. Alter Falter. Oh Gott. Ja, okay, ich schwitze gerade echt, aber es ist wirklich nur feiner Schweiß, gerade wie so ein Film. Don't move. It's okay. Ist das seine Freundin aus It's over Toronto? now. Relax. Ashley, ja. Die bei dem Autounfall gestorben ist. Like couples do. You don't want me? Yes, of course. What happened? Und die Stimme klingt nicht richtig. Bitte kriege Fraxen! Okay. Was ist dann jetzt passiert? Scheiße, irgendwas ist explodiert. Und wir sind im Schleim, oder was? Sind wir jetzt in dem Wow-Schleim? Ich kann mich... wir sind in dem Schleim drin und der will uns Akzess um Lebenserhaltensmaßnahmen machen. Die mit der Roboter und die mit der Menschen. Oh, der Scheißkerl wollte uns echt in den Wow-Dreck reindrücken. Alter. So, ja. Die Scheiße wollte uns reindrücken. Speichert. Oder lädt. Ich hab's gerade nicht richtig gesehen. Also in die Scheiße wollte er uns hier reindrücken und uns 18 einer von denen töte mich's machen. Okay, natürlich. Der Weg ist versperrt. Wie könnte es auch anders sein? Das geht auch nicht mehr, wo der durchmarschiert ist. Das war aber wohl auch der Akers. Hat auch keine Aare gehabt.
Alter, ich habe echt immer noch eine Gänsehaut. Jetzt ist es mal gerade ganz, ganz unangenehm. Jetzt dreht das Spiel richtig auf. Oh, mein Mund ist auch ganz trocken. Moment mal kurz, bitte. Oh, cheers. Oh, Entschuldigung, ich habe ganz, ganz trockene Hals und dem ganze Zeug jetzt. Mit dem Shuttle können wir wahrscheinlich nicht weg, mit dem Töte mich hier. Moment. Es flüstert. Ist das eigentlich? Ist das eigentlich das, was er erwartet hat in der Wow-Realität? Gott, es wackelt aber gewaltig. Wenn man da rausguckt und so. Gucken wir gerade auf dem Pfeiler, auf das Rohr hier. Das schwappt ja ganz schön. Ja, da. Das schwappelt ganz schön. Also die Störungen sind immens, die von den Tötemichs ausgehen. Ihren Ausweis kann ich nicht sehen, weil ich weiß, das ist eine Frau. Und das, was wir hören, ist das nicht Ashley, die zu ihm spricht? Jetzt ist er ja einmal damit verbunden gewesen, mit dieser Gülle. Oh Gott. Und die kriegen wahrscheinlich hier individuell die Traumwelt vorgegaukelt dort. Omnitool können wir auch nicht. Emergency Exit ist ja auch vor der Arsch hier. Scheiße, jetzt können wir das hören. Aber sei irgendwie auf ihn zugeschneidert, die digitale Realität. Und die Wow-Realität oder die Wow-Matrix. Und die Leute haben wohl auch ihr eigenes Süppchen. Wenn am Leben erhalten und schnaufen hier nur wie Asthma-Kranker. Oh. Oh Gott, ich bin fix und fertig. Da ist der nächste Töte mich. Ich will die gar nicht mehr als Mensch bezeichnen. Ja, sie sind biologisch gesehen Menschen, die arg am Limit sind. Aber sie sind erbärmlich. Das hat nichts mehr mit dem gemein, was Simon als Halbexistenz noch führt. Das hat nichts gemein mit dem, was die Roboter mit menschlicher KI-Scan, Hirnscans noch führen. Das ist wirklich nur ein Zustand von Töte mich. Alter. Das war Amolefra. Ich sehe noch einen A-Satz von einem Bußer. Das ist doch echt, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Das ist doch echt der klassische Töte mich. Scheiße, die können nicht mal mehr sprechen, die Leute. Nur noch so eklig schnaufen. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich hier schon aufhören soll für heute. Noch ein Töte mich. Bitte spring nicht auf mich zu. Bitte. Ich bring's schnell hinter mich. Okay. Nur ein Töte mich und ein Akers oder einer von seinen Proxy-Kreaturen, von seinen Tierchen, wie sie es genannt haben. Alter, das Spiel dreht jetzt richtig auf. Ich bin ernsthaft versucht, jetzt zu gehen. Und hier aufzuhören für heute. Es muss in der Nähe sein. Da ist es. Ja, es ist ein Proxy, ein klassischer Proxy. So wie der, den wir auch da erlebt haben. Im Keller von Theta. Ich gehe wieder zurück in meinen Schleim. Keine Angst, du musst mich nicht suchen oder so. Ich bin wieder in meinem Schleim drin. Okay. Das kann jo heiter werden, ihr liebe Leid. Wenn jetzt auch die Proxys, die mit der arg schnalte Arm rumlatschen. Herzlichen Glühstrumpf, das wird richtig lecker. Vielleicht gehen sie auch einfach in das Gebiet nicht. Vielleicht ist das Gebiet auch safe. Aber weiß es nicht. Okay. Na gut, wissen wir was. Wissen wir was. Ich mache an der Stelle jetzt eine Cut für heute.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Soma auf Pelzig. Ich glaube, hier haben wir wirklich einen richtig heftigen Abschnitt vom Spiel vor uns, wo das Spiel so richtig aufdreht. Jetzt nimmt es an Fahrt auf. Und ja, etliche Proxys. Oh, scheiße. Und etliche Töte michs. Das wird noch lustig. Also machen's gut und bis morgen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann wieder. Ich brauche jetzt erstmal eine Verschnaufpause von all dem, bevor ich hier weitermachen kann. Ich habe noch Aufnahmen vor der Tag vor mir. Das werde ich noch durchziehen. Bis dorthin, machen's gut bis morgen. Und gönnen euch halt auch vielleicht mal eine Pause, wenn es euch zu sehr mitgenommen hat. Ayan Yankee.